Pass auf jetzt. Gut. Ihr müsst nur noch akzeptieren. Wo? Ja, wie meinst du akzeptieren? Was akzeptieren? Ich habe einfach geschlossen. Ja, das Zustimmen müsst ihr einfach mündlich machen jetzt so. Wir stimmen zu. Consent. Tja, ihr Lieben, da sind wir wieder und es coronat noch immer. Also unser letzter Literaturchat im Quadrat, der liegt fast ein Jahr zurück. Can you believe it? Ja. Mir persönlich kommt es ja so vor, als sei es vorgestern gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so ein gestörtes Zeitgefühl habt wie ich, aber es ist so ein bisschen paradox, gell? Die Zeit scheint irgendwie einerseits gedehnt zu sein und andererseits furchtbar gerafft. Also wenn mir jetzt jemand sagen müsste, was hast du, also mich fragen würde, was hast du vor einem Monat gemacht, ich kann das gar nicht so genau datieren alles. Man hat das Zeitgefühl total verloren. Wie sieht es bei euch aus? Ich mache immer dasselbe. Ich habe das Gefühl, ständig mich im Kreis zu drehen. Endlosschleife. Ja, oder man geht abends schlafen und steht am nächsten Tag auf und es ist immer alles gleich. Es gibt keine Unterscheidungen mehr. Aber es ist auch gleichzeitig irgendwie so wie durch Honig zu warten. Also nichts bewegt sich fort, aber die Wochen rennen trotzdem einfach so an einem vorbei. Also man wacht montags auf und es ist schon wieder Sonntagabend irgendwie. Und das Schlimmste ist, wenn alle zu Hause hocken, alle sind beschäftigt mit ihren Dingen, man sitzt nebeneinander, entweder schaust du in dein Handy oder hast den Blick so in die Weite, weil es so denkt, das ist beängstigend manchmal. Ja, aber eigentlich ist es das längste Jahr unseres Lebens bis jetzt. Ja, es geht in die Geschichte ein. Bekämpfen wir unsere Ängste mit Literatur, füllen wir diese langen Jahre mit sinnvollem Lesestoff. Die Lehre in uns. Ja, ganz genau. Annette, was hast du denn im Angebot? Was würdest du uns anempfehlen? Also ich habe etwas mitgebracht, das total anders ist, als was ich je gelesen habe und das einen wirklich in andere Welten katapultiert. Jin Yong, die Legende der Adlerkrieger, sieht es da? Ja. Dickes Buch. Es folgen dann noch 2, es ist erst der erste Band. Und das habe ich lange nicht gewusst, als ich begonnen habe zu lesen, dass es ein Klassiker ist, also für den asiatischen Raum. Es ist der chinesische Herr der Ringe, aber ganz anders, viel heller, humorvoller, verschmitzter, so witzig zu lesen, mitreißend. Ein Kung-Fu-Epos war nicht einfach Martial Arts à la Bruce Lee, sondern wirklich so diese Wuxia, also ein Wuxia-Roman. Wuxia heißt Kampfkunst und glaube das ja Ritter oder so, einfach ritterliche Helden im chinesischen Mittelalter, so das ist das Setting. Und eben mit fantastischen Elementen, die rasen den Berg rauf, kraxeln drauf, können fliegen oder so, wie man es in diesen Filmen wie Hero oder Tiger and Dragon oder House of the Flying Dragon kennt. Und das hat mich so begeistert. Also ich habe mich vergessen, habe alles vergessen, habe Corona ist alles und habe noch recherchiert, habe mich in die Filmwelt auch noch katapultiert, habe diese Legende auch noch als chinesische Verfilmung auf Chinesisch gefunden im Internet. Mit englischen Untertiteln. Unglaublich. Und 50 Episoden habe ich mit den Kids durchgezogen. Nee, und die Musik, die ist immer noch im Hinterkopf und habe Entzug. Ich bin gerade auf der Seite des Buchhändlers meines Vertrauens und bestellt. Und die Hauptfigur, die heißt Chingaga in der Serie, also auf Deutsch Guo Ching. Und das ist ja ein leicht einfältiger Typ, ein Sohn eines Kriegshelden. Und als dieser umgebracht wird, sein Vater muss seine Mutter mit ihm damals noch im Bauch flüchten. Und sie flüchtet von Zentralchina in den Norden, in die Mongolei. Und dann wächst er unter Genghis Khan auf. Also dann wird er noch voll mit diesem Steppenvolk konfrontiert. Und dann mit 8, dann kommen so 7 Kung-Fu-Meister, die eine Wette abgeschlossen haben. Das ist ganz verschachtelt, die Geschichte. Und er muss dann mit 18 eben sich durchsetzen und gegen alle anderen, jetzt habe ich euch nicht mehr gesehen, das ist voll den Faden verloren, versucht das wieder zu ändern. Also wo war ich stehen geblieben? Eben,
7 Kung-Fu-Meister bilden ihn aus, dass er dann einmal später diese Besatzungsmacht, die das Land und das Volk unterjocht, bekämpfen kann. Und alles im Hintergrund geht alles um ein geheimnisvolles Buch, so um ein Handbuch des geheimsten Kung-Fu, das einem unbesiegbar macht. Und da kann man denken, da geht es wieder um Gut und Böse und die Jin-Dynastie, die dieses Buch haben will, die sind die Bösen und die Songs, die das auch haben wollen, oder? Und dann am Ende wird dann Genghis Khan alles niedermähen. Aber das kommt im Buch nicht mehr vor. Das ist historischer Hintergrund. Oder? Und dann ist noch eine Liebesgeschichte mit Ronger, das ist so eine Tochter, auch eine tolle Kung-Fu-Tänzerin eines Apothekers, der so geheimnisvolle Medizin brauchen kann, die einem heilen, auch so Todgeweihte heilen kann. Und eben der hat dieses geheimnisvolle Kung-Fu-Buch geschrieben und so. Und ja, so geht das weiter und weiter und weiter. Und, kannst du es nochmal zeigen? Lässt einem nicht mehr los. Also das sieht so aus. Ah. Ja. Wenn du das Buch so siehst, denkst du, das ist ein Stückchen, so ein Schmöker, also ein seichter Roman. Aber nein, und dann eben so witzig, leicht humorvoll. Und dann, wenn man sich dann in diese Thematik hineinbegibt und in diese Wuxia-Roman, diese Tradition hat es schon, glaube ich, im 2. Jahrhundert nach Christus so diese Zeit gegeben, dann stößt man dann bald mal auf eigentlich einen Klassiker aus dem 14. Jahrhundert. Das ist sozusagen der erste sichtbare Roman dieser Art. Den habe ich auch da. Die 3 Reichen. Auch ein bisschen verschwommen, aber ich werde Buchtitel der handelt vom Untergang der Han-Dynastie. Und wenn man da mal begonnen hat, dieses China aufzudröseln und geografisch und so, dann beginnt man immer etwas mehr zu verstehen. Und da kommen all diese alten Kriegshelden vor, die eigentlich dann beim Jin Yong eine Rolle spielen oder verehrt werden oder in deren Fußstapfen eben die Helden dann weitergehen. Und dass das wirklich hier existiert, aus dem 14. Jahrhundert wiedergegeben, das hat mich fasziniert. Und ich habe nicht beide Bände gelesen, aber ich habe mich so quer hineinbegeben. Und das ist schon auch ein Meisterwerk. Also, ihr seht, habe wirklich mir eine Auszeit mit Jin Yong. Realitätsfremder geht's nicht. Na, also weil es sind ja immer diese Figuren. Und diese Figuren sind ja Menschen wie wir. Also das ist auf eine Art eben doch nah. Es geht immer so etwas um das Gleiche, oder? Um Liebe, Verrat, um sich einsetzen für die Umwelt, die Gesellschaft und eben sich nicht unterkriegen lassen. Mareike, hast du auch ein Buch gelesen, das einen dazu irgendwo animiert, weiterzumachen, dazu auffordert, sich nicht unterkriegen zu lassen? Oder mit Figuren, die dir in Erinnerung geblieben sind? Ich habe tatsächlich auch was Historisches gelesen, allerdings jüngeren Datums. Und vielleicht habt ihr es schon allenorts gesehen. Ich habe jetzt hier das Englische, es ist aber auch schon auf Deutsch erschienen. The Five. Es geht darin um die 5 Frauen, die Jack the Ripper ermordet hat. Und die Autorin, also Helene Rubenhold, hat sich tatsächlich die Arbeit gemacht, hat das ganze Archiv durchforstet, hat alle Berichte, alle Unterlagen, alle Dokumente, die es gibt, zu diesen 5 Frauen geordnet, gelesen und recherchiert. Und sie hat dabei sehr, sehr viel Erstaunliches herausgefunden. Und was an diesem Buch so toll ist, dass es völlig dieses alte Narrativ aufbricht, das uns seit über 130 Jahren serviert wird. Erstens, das waren ja nur Prostituierte, was prinzipiell schon mal schwierig ist, zu sagen, wenn jemand eine Prostituierte ist, ist es okay, sie auf der Straße umzubringen. Zweitens, dass uns ständig dieser Held schon fast, ja, also dieser Bösewicht per se, der in allen möglichen Horrorfilmen vorkommt, der an Halloween als Verkleidungsvorlage dient, Jack the Ripper, dieser mystische, nie gefangene Mörder, aber von den Opfern eigentlich nie jemand spricht. Und was ihr so wahnsinnig gut gelungen ist, sie erzählt nicht nur von diesen 5 Frauen, sie erzählt gleichzeitig eine ganze Epoche. Sie erzählt komplett, wie war England, wie war London zu dieser Zeit,
was waren das für Lebensumstände dieser Frauen, wie krass waren die eigentlich schon verloren in dem Moment, als sie geboren wurden. Also wie war dieser Weg schon vorgezeichnet und sie hatten überhaupt keine Chance, mehr oder weniger überspitzt gesagt, als dort zu landen, wo sie gelandet sind, völlig nicht selbstverschuldet. Und man kann auch kein Impfgegner sein, wenn man das Buch gelesen hat. Ich finde, wenn man einmal sich zu Gemüte führt, wie die Leute verrecken an sämtlichen Pocken, Typhus, Kinderlähmung, Syphilis, man weiß es nicht. Also es ist tatsächlich eine Zeit gewesen, du hattest 12 Kinder und wenn du gesehen hast, eins dieser Kinder hat jetzt auf einmal rote Flecken im Gesicht, hast du gewusst, wir werden alle sterben. Und es ist nicht übertrieben, sondern wenn einer überlebt, hat er das Problem, dass er jetzt ein Waise ist und wahrscheinlich auch noch verhungern wird. Das heißt, es ist ihr wirklich gut gelungen, sich da einzufinden und es ist sehr nüchtern, aber trotzdem sehr, sehr nachvollziehbar. Man kann es irgendwie so in Dosen lesen. Ich habe ewig gebraucht, weil es so voll ist an gut recherchierter Information und einfach eine sehr wichtige neue Sichtweise auf etwas, das wir schon zu wissen glauben, aber vielleicht einfach nochmal neu hinterfragen sollten. Ist das nicht auch extrem erschütternd zu lesen? Weißt du, wenn du genau weißt, diese Frauen werden ja am Ende, die haben schon ein schweres Leben und dann werden sie noch umgebracht und du lernst sie so kennen während der Lektüre. Die bekommen ein Gesicht. Ja, sind auch Fotos drin, also sie bekommen tatsächlich ein Gesicht. Und was aber so interessant ist, ist so mehr dieser Lebensweg, der oft auch in Wohlstand beginnt. Also es ist gar nicht irgendwie so, dass man sich denkt, okay, ist ja klar. Keine Ahnung, so klassisch, der Vater trinkt die Mutter XY. Gar nicht. Und man merkt dann immer so schnell, wie sehr diese Frauen einfach den Männern ausgeliefert waren und wie wenig sie über ihr eigenes Leben entscheiden konnten. Und das stimmt, es ist wahnsinnig bedrückend, also es passt super in diese Zeit, yay. Oh nein, verstärkt die Stimmung ja auch. Kein Happy Read. Hast du ein Happy Read für uns, Florian? Leider nein. Leider nein. Okay. Ich kann jetzt so richtig schön Mareike folgen, aber ich kann auch in Bezug zu Annette, also es ist eigentlich fantastisch, welches Buch ich jetzt ausgewählt habe. Ich bin nämlich ähnlich wie Annette in den asiatischen Raum gereist dieses Frühjahr, aber im Gegensatz zu Annette ein hochaktuelles Buch, aber ich glaube ähnlich gesellschaftserschütternd. Also das wird auch noch wahrscheinlich in 100 Jahren in Asien und überall hoffentlich gelesen. Ein Buch, das in Südkorea spielt und in Südkorea wirklich schon etwas ausgelöst hat. Und wann können wir endlich mal wieder über Bücher sprechen, die in der Gesellschaft was auslösen? Die Rede ist von Chu Nam-Yu und das Buch heißt Kim Yong, geboren 1982, jetzt letzte Woche im Kiwi Verlag erschienen. Wie mir geflüstert worden ist, steigt es nächste Woche auch schon auf die Spiegel-Bestsellerliste ein, was mich sehr, sehr freut, da ich mir wünsche, dass so viele Menschen wie möglich dieses Buch lesen und vor allen Dingen Herren der Schöpfung, die jetzt zuhören. Als du gesagt hast, so viele Menschen, ich dachte, du sagst Männer. Ja, Männer, die wollte ich jetzt gleich explizit nochmal mit an Bord nehmen. Lest dieses Buch. Okay. Literarisch ist dieses Buch eher, das klingt jetzt fast böse, uninteressant. Also es ist komplett nüchtern geschrieben. Es ist fast berichtmäßig aufgebaut. Es ist mit Quellenangaben unterlegt und erzählt die Geschichte dieser Kim, die 1982 in Seoul in Südkorea geboren ist, bis in die Jetztzeit und erzählt letztendlich nichts anderes als komprimiert die Misogynie, die Frauen in ihrem Alltag tagtäglich erleben müssen. Und ich habe das als Mann gelesen und dachte einfach nur so, entweder muss ich gleich weinen oder ich muss dieses Buch in die Ecke pfeffern, weil es mich so überrollt hat und so geballt auf mich zukam, von kleinen Dingen im Kindesalter angefangen, wie Söhne den Töchtern bevorzugt werden, bis hin in die späteren Lebensjahre, wenn es um Kinderkriegen geht, wenn es um Karriere geht, wenn es darum geht, als junge Frau in einem Bus zu fahren und von einem Mann widerlich angeschaut zu werden, der dann mit dir aussteigt an deiner Bushaltestelle. Das war für mich wahnsinnig erschütternd und
Und was auch sehr erschütternd war, dass dieses Buch so elementar ist. Ich meine, Südkorea klingt für uns immer so mega exotisch und nach einem ganz anderen Teil der Welt. Aber was ich mir habe sagen lassen, weil ich selber kann es ja nicht sagen, ich stecke in der Haut eines Mannes, aber die Erfahrungen, die diese Kim macht, sind halt einfach so elementar, dass die Leserin in Buxtehude da wahrscheinlich nickt und zustimmt und die Leserin in New York genauso zustimmen wird. Weil diese Kim, in Deutschland wäre sie Erika Mustermann, in Amerika wäre sie Jane Doe, also einfach so dieses Abbild einer ganz normalen Frau. Und ja, also ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele Männer dieses Buch lesen, dass oben im Stübchen vielleicht einfach mal ein paar Rädchen sich anfangen zu drehen und wir alle gemeinsam mehr einen Schritt in Richtung Gleichberechtigung gehen und dafür kämpfen. Und ich habe mich gestern Abend mit einem Lehrer unterhalten und fand das sehr spannend, was der gesagt hat, dieses Buch auch schon als Schullektüre einzusetzen, damit jungen Frauen, dass die einfach auch schon mal vorbereitet werden auf das, was da noch so kommen mag. Weil in meinem Kopf hatte ich halt schon so Frauen im Kopf, die das alles schon erleben mussten. Aber klar, warum nicht schon früher ansetzen und die jungen Frauen einfach dafür warnen und ihnen aufzeigen, wogegen sie sich wehren können. Also in Südkorea hat dieses Buch wirklich bewirkt, dass die Frauen da auf die Straße gegangen sind und vom Gebäude der Republik demonstriert haben für ihre Rechte. Und ich hatte ein Gespräch mit der Lektorin dieses Buch, die es nach Deutschland gebracht hat. Und das hat mich schon sehr bewegt, dass ein Buch das einfach heutzutage erreichen kann. Und gerade in so einem Regime und in so einem Land, dass Frauen wirklich aufstehen. Und es gibt dann so ein ganz bewegendes Nachwort von der Autorin. Sie hat selber eine junge Tochter, in der sie halt schreibt, dass sie hofft, dass das Buch vielleicht etwas ausgelöst hat in der Gesellschaft und dass die Gesellschaft sich so ändert, dass ihre Tochter in anderen Zeiten aufwächst. Jetzt bin ich ganz ergriffen von mir selber, weil dieses Buch mich so wirklich nachhaltig bewegt hat einfach. Ja, und ich geniere mich ein bisschen, denn gerade Mareike und du, Florian, habt ja sehr, ich sag mal auch wichtige, ich will damit nicht dein Buch kleinreden, Annette, aber ich meine jetzt einfach mal vom Thema her gesellschaftlich so wichtige Bücher genannt, dass ich mich schon fast ein bisschen dafür schäme, jetzt über Hundeliteratur sprechen zu wollen. Aber Das ist das gute Stichwort. ja, Wer da gekommen ist. Das ist Ruggiero, 5 Monate alt. Ja. Oh. Ich kenne ihn nicht so gut. Ist es ein Schnauzer? Nein. Ja, ist ein Welschterrier. Ein Ja, Welsch. der kann. Oh, wie süß. Also ist ein Buch für ihn, das du hast, oder wie? Ja. Nein, es ist eigentlich keine Empfehlung. Ich bin ja. Ich komme noch mit einer Empfehlung an später. Ein Buch, das er fressen könnte. Wir machen eine zweite Runde. Er hätte es wahrscheinlich besser geschrieben. Also, ich bin ja selbst auch auf den Hund gekommen, wie ihr wisst. Manfred, so heißt unser Cocker Spaniel, und er lebt jetzt seit 8 Monaten. Ja, Manfred, genau. Und ja, während meine Frau was Sinnvolles gemacht hat, nämlich im Vorfeld Sachbücher zum Thema zu lesen, habe ich meine Zeit mit Dog-Fiction verplempert, mit der falschen. Denn ich hätte es mal besser meiner Frau gleich getan oder wenigstens die Klassiker gelesen. Es gibt ja tolle Sachen, also E.T.A. Hoffmann, Ebner Eschenbach, Dürrenmatt hat was geschrieben. Das wird die Annette bestimmt wissen. Und Virginia Woolf, die hat ja Flush geschrieben und da geht es auch um einen Cocker Spaniel. Aber das habe ich alles nicht gelesen, auch nicht Helmut Krauser, die wilden Hunde von Pompeji, das mir ein guter Freund empfohlen hat. Ich soll mal mehr auf die Leute hören. Was ich gelesen habe, was gut war, aber das schon ein Jahr her, das ist von Sigrid Nunes, Der Freund. Also um dann nicht gleich mit einem Verriss zu beginnen. Das wiederum habe ich gehasst, mein Lieber. Ich wollte gerade sagen, das hast du doch abgebrochen. Nein, ich habe es bis zum bitteren Ende gelesen. Ja, okay. Mir hat es extrem gefallen. Okay. Mir hat es extrem gefallen. Schön, können wir diskutieren. Ich sage, es ist ein sehr schönes Buch, stilistisch ausgereift, klug und anspielungsreich. Also es hat mir jedenfalls sehr viel mehr gegeben als die beiden Bücher, über die ich gleich noch kurz sprechen möchte. Aber vielleicht sollte der Flo mal sagen, was ihm so sehr missfallen hat an diesem Buch. Da gibt es ja nur noch schlechte Hundeliteratur anscheinend. Okay, ich gut. hatte bei diesem Buch den schrecklichen Siri Hustvedt-Effekt, nämlich, dass wir eine Autorin in dem Fall haben, die sich, Entschuldigung für die Wortwahl, permanent darauf einen runterholt, wie viel sie weiß und das ihren Lesern ständig unter die Nase reibt und erklärt und erzählt, wie gebildet und wie toll sie ist und was sie alles weiß. Und ich dachte irgendwann, danke fürs Gespräch, aber nein. Also habe ich als
eine ganz Leichtigkeit. unangenehm empfunden. Das hat doch eine gewisse Leichtigkeit. Es ist doch nicht so dick aufgetragen, wie du das gerade darstellst. Es ist auch nicht gestelzt vom Stil her, sondern eben sehr gut lesbar. Natürlich ist es wissensgesättigt, aber das gibt mir dann auch ein bisschen was. Im Gegensatz zu diesem Monika Maron-Buch, über das können wir dann auch bitte über die toxische Beziehung sprechen, die sie zu diesem Mann führt, den sie betrauert. Also auch da denke ich, der Feminismus ein Rückschritt von 50 Jahren. Also ich habe jedes Detail in diesem Buch gehasst. Das Buch ist über 200 Seiten lang, mein Lieber. 200 Seiten zu lang. Ja. Und einen Hund wollte ich nach diesem Buch auch nicht haben, weil der Hund war auch ziemlich widerlich geschildert. Okay, dann hauen wir alle gleich drauf. Annette, zur Ehrenrettung von Sigrid Nunes bitte noch einen Satz. Mir ist das gar nicht aufgefallen, diese Wissenshuberei. Ich habe mich blendend amüsiert über ihren Blick auf Hunde und Hundehalterinnen und Halter, weil es ist ja gar keine, oder? Und ich habe richtig böse Mails gekriegt von Hundefans, weil ich das Buch so toll gefunden habe. Weil sie will ja überhaupt nicht dem Hund Kommandos lernen, weil sie findet das stupide und so. Und diese Hunde, die da warten auf ihr Herrchen jahrelang am Bahnhof, sind bescheuert. Und das hat mich gelächelt, da muss ich sagen. Es ist immer so eine Gratwanderung, wo steht man als Hundehalterin? Also ich weiß das natürlich seit 20 Jahren Hund. Und ich habe immer die meisten Scherereien mit anderen, eben wegen diesen Hundegesichten, wie man einen Hund erzieht, was er darf und was nicht. Und ich bin da sehr freigeistig. Und, das hat mich und dann auch, wie das eingebettet ist mit dieser eigentlich fiktiven Story, mit diesem Selbstmord ihres Freundes und so. Ja, und der Typ war einem so richtig widerlich und hat einem genervt. Und ich finde eben manchmal auch gute Bücher, die einem nerven, weil das Nerven hat ja auch einen Hintergrund. Und genau das hat mir hier gefallen. Mich haben zwei andere Bücher genervt, in denen es auch um Hunde geht. Es sind Novellen. Die eine Novelle, über die ich gar nicht so viele Worte verlieren will, ist von Monika Maron. Und ich spare uns jetzt den Exkurs zu ihrer Persona und dem Verlagswechsel. Ich deute es nur kurz an. Das Büchlein ist sehr deskriptiv gehalten. Ich fand es äußerst langweilig und unter dem Strich einfach nur belanglos. Die Erzählerin hat einen Hund verloren, sich dann einen neuen angeschafft, den sie aber nicht wirklich mag, findet den Potten hässlich und dann irgendwann gewöhnt sich an den. Und das ist allenfalls eine Fingerübung, aber so eine Fingerübung, das macht man schön brav zu Hause und publiziert danach nicht 56 Seiten. Ich habe mich sehr darüber gewundert, dass in der Kritik dann doch so viele lobende Töne zu vernehmen waren. Aber Annette ist auch nicht ganz einverstanden. Hast du es gelesen, das Büchlein? Das habe ich nicht, kenne ich nicht. Das war nur eine Reaktion auf meine Ausführungen. Davor muss ich warnen. Dieses Buch hier ist wenigstens zur Hälfte gelungen. Alma Mathissen, ich will kein Hund sein. Es ist deshalb zur Hälfte gelungen, weil in der ersten Hälfte wirklich sehr eindrücklich geschildert wird, Liebeskummer geschildert wird, wie das ist, ganz klassisches Thema, vom Partner verlassen zu werden, aber wie sie das macht, das war sehr eindrücklich, auch sprachlich sehr gelungen. Man muss dazu sagen, Alma Mathissen ist in Deutschland noch nicht so sehr bekannt, ich glaube in der Schweiz und Österreich auch nicht, denn es ist das erste Buch, das ins Deutsche überhaupt übersetzt wurde. Sie ist eine Holländerin und hat schon einen Essayband veröffentlicht, einen Kurzgeschichtenband, auch mehrere Romane. Und das ist, wie gesagt, das erste Buch, das jetzt auch auf Deutsch greifbar ist. Ich vermute mal nicht das letzte, einfach deshalb, weil es sich nun wirklich gut liest, zumindest bis zur Hälfte. In der Tat ist es nicht mal bis zur Hälfte. Na toll. Also ich hätte nach 80 Seiten am liebsten abgebrochen. Es kommt nämlich zur Hälfte eine Stelle, die geht so, da sagt die Ich-Erzählerin, die, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, die einen Weg gefunden hat, ihrem Ex-Lover wieder näher zu kommen, nämlich indem sie sich in einen Hund verwandelt. Das ist gar kein großer Spoiler, ich will kein Hund sein. Es gibt also dieses klassische Metamorphose-Motiv, das man von Ovid her kennt, aber es ist ein sehr großer Name im Zusammenhang mit Mathissen hier. Ja. Und so eine Stelle, da heißt es, ich werde neben dir liegen, während du allen Whisky vom Vorabend ausschwitzt. Ich werde keine Fragen mehr stellen. Ich werde bei allem, was du tust, dich aufmerksam ansehen. Ich werde zu dir aufblicken, wenn du mit mir Gassi gehst. Man könnte auch hinzufügen, Hauptsache, ich darf wieder in deinen Schoß. Also und das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Also ich habe es schon nach Seite 50 direkt abgebrochen. Ich wundere mich, dass du überhaupt sowas anfängst.
das hat mir mein Beckmann mein Beckmann hat im Gespräch zu mir gesagt, also das Buch ist bei CH Beck erschienen, ihn würde sehr meine Meinung zu diesem Buch interessieren. Und dann hatten wir für 2 Wochen Gespräch und ich hatte es schon hier und habe dann begeistert angefangen, weil ich die Ausgangsidee so interessant finde, einfach spannend. Und dann musste ich einen Sermon über mich ergehen lassen. Ich durfte oder musste das Buch lesen fürs Radio. Die Besprechung kommt demnächst. Ich dachte ja, okay, Hundeliteratur, das interessiert dich, weil du selber einen Hund hast. Aber ich war dann bitter enttäuscht, genauso wie Florian. Das müsst ihr nicht unbedingt lesen. Ich habe noch einen Buchtipp, aber dazu später, denn Annette hat auch noch was für uns, das wir lesen sollten, was Zweites. Jetzt muss ich mir wieder etwas aus dem Ärmel zaubern. Ich habe meinen Buchtipp vom Die 3 Reiche schon verschossen. Wenn ich so in mein Bücherregal sehe, habe ich 2 zur Auswahl. Das eine ist ja top aktuell, Bernardine Evaristo, Mädchen, Frauen etc. Also ich finde das ein Hammerwerk. Ich habe das von der ersten Seite bis zur letzten jetzt in den Winterferien verschlungen. So reichhaltig ist und das so einzufangen. Und ein zweites ist von Thea Oberet, das wurde nie groß besprochen, Herzland, ein Western mit einer starken Frau. Und das habe ich so gemacht, weil es einem in den Mittleren Westen bringt. Und genau da waren meine Vorfahren, die Könige mal auch, ja, Pioniere. Und dann habe ich mir das so imaginiert, wie das war und wie das sein würde, wenn man das nochmal erleben könnte. Und wie die Natur ja eigentlich diese Gewalt produziert. Ja, das ist ein guter Western. Ja. Ich habe mir den deinetwegen bestellt, aber noch nicht gelesen. Ah, cool. Ich fand es insofern, es klang mal originell und nach was anderem. Also steht im Regal. Toll. Du bist eine Influencerin, okay? Ja, okay. Bin es mir gar nicht bewusst. Jetzt weißt du es. Ja. Mareike. Ach so, ja. Begeister uns mit. Ich habe noch einen Ausflug nach Schweden, der um nichts lustiger oder erfreulicher ist als mein voriges Buch. Eigentlich, ehrlich gesagt, extreme Triggerwarnung. Ihr kennt es bestimmt, wenn man ein Buch liest und man ist so verstört und man liest es mit so einem, glaube ich, ganz entsetzten Gesichtsausdruck, aber man liest es so gebannt und kann nicht aufhören, obwohl man sich gleichzeitig denkt, um Himmels Willen, wo bin ich da reingeraten? So ein Buch ist Mein Bruder von Karin Smirnoff. Es ist anscheinend auch der Auftakt für eine Trilogie, haben mir manche Follower gezwitschert. Es klingt zuerst nach so einer klassischen Ausgangssituation, die ich ehrlich gesagt absolut hasse. Ich finde nichts schlimmer als diese Bücher, wo jemand nach Hause zurückkommt und die Eltern sind tot oder irgendwie, keine Ahnung, im Heim oder sie müssen das Haus ausräumen und irgendjemand ist noch da und man arbeitet seine Kindheit auf. Ich habe das Gefühl, 85% aller Bücher fangen so an. Auch dieses, aber was sich dann entblättert oder relativ schnell zum Glück auftut, ist irgendwie viel, viel tiefgründiger und vielschichtiger. Also eine junge Frau kommt tatsächlich zurück in das Dorf ihrer Kindheit und der Zwillingsbruder ist noch da und die hatten einen gewalttätigen Vater, die Mutter hat immer weggeschaut, soweit so bekannt. Das ganze Dorf hat alles gewusst, im Dorf weiß immer jeder alles. Aber dann gibt es noch so einen ganz undurchsichtigen Mann und mit dessen Frau hatte ihr Bruder was und diese Frau ist tot. Das ist schon mal so eine Richtung, die irgendwie ganz anders und neu ist. Und sie selber ist auch so eine Figur, der man halt anspürt, dass sie diese schlimme Kindheit hatte, dass sie eigentlich komplett kaputt ist, sich aber irgendwie bemüht um ein halbwegs lebbares Leben. Und ganz, ganz krass ist die Sprache, denn die Autorin verwendet außer Punkten am Satzende keinerlei Satzzeichen. Nichts. Also du liest es wie einen langen Stream of Consciousness. Du bist irgendwie, also entweder es schmeißt dich sofort raus oder du bist gefangen. Es ist wirklich so ein langer Fluss. Auch alle Namen sind immer so zusammen. Es gibt keine direkte Rede, es gibt keine Kommata, sagt ihr. Und das ist wahnsinnig heftig und intensiv. Es geht ganz viel um Gewalt, um Missbrauch, um
Traumata, um sämtliche Folgen, mit denen man später kämpft. Und obwohl ich es so gut fand, weiß ich nicht, ob ich Band 2 und Band 2 noch ertragen werde. Mal schauen. Aber bis es erscheint, habe ich das wahrscheinlich wieder vergessen und bin dann wieder bereit für eine neue Dosis Schwermütigkeit aus Schweden. Es gab dieses eine Buch von Andreas Meyer mal in den 2000er Jahren. Ich komme gerade nicht mehr auf den, ich glaube Klauen oder Klausen oder so ähnlich heißt es. Das ist auch sozusagen ohne Punkt und Komma quasi. Ja. Sehr, sehr lange Sätze und man muss sich erst einmal daran gewöhnen, aber dann entfaltet das schon auch einen gewissen Sog. Ja, die Evaristo schreibt ja auch ohne Punkte. Ja, ja. Wobei es bei ihr, finde ich, so ganz interessant so zwischen Prosa und Lyrik irgendwie pendelt, oder? Genau. Auch diese, dass es immer so dass man immer das Gefühl hat, ist es ein Gedicht oder ist es doch noch ein Absatz? Ja, ich finde das ganz toll, weil sie so eben mit diesen lyrischen Wortwiederholungen, oder? Verdichtet sie wie. Das finde ich ganz toll. Ich finde es gut, wenn es keine Spielerei ist, sondern wenn es eine Funktion erfüllt, ja, für die Handlung oder ja, dem Thema irgendwie was abgewinnt durch diese Form. Also das finde ich dann gut. Florian, hast du auch was sehr modern geschriebenes, bisschen expressives? Nee, also zuallererst, der Buchhändler in mir schreit natürlich und möchte euch beiden Hundebesitzern noch das schönste Hundebuch überhaupt empfehlen. Bitte. Das Schönste oder Schlimmste? Nein, das Schönste. Schönste. Und zwar ist das, besorgt euch bitte Jack Happy von Maxim Biller. Das wollte ich jetzt nur mal noch als Buchhändler rauslassen. Und ansonsten wurde bei mir... sagen müssen und bestellt es bei mir. Porto in die Schweiz ist leider zu teuer. Ansonsten wurde dieses Frühjahr bei mir eine ganz alte, lange Liebe wiederentfacht zu einem Autoren, den ich schon lange verehre, bei dem die Liebe aber in letzter Zeit so ein bisschen, in den letzten Jahren ein bisschen abgekühlt ist, beziehungsweise wir nicht mehr so richtig heiß aufeinander waren. Okay. Und dann kommt der Herr Haruki Murakami und legt einen neuen Erzählband vor, nämlich erste Person Singular bei Dumont, wieder übersetzt von der wunderbaren Ursula Gräfe, und war für mich die perfekte Lektüre für diese anstrengende Corona-Zeit. Also bei mir ist es oft abends so, dass mein Kopf so voll ist, dass ich mich kaum aufs Lesen konzentrieren kann. Und da sind dann Erzählungen schon mal per se ganz gut. Es sind 8 Stück, die dieses Mal sehr autobiografisch geprägt sind, die typischen Murakami-Themen haben: Baseball, Jazz, einsame Männer, mysteriöse Frauen, ein Affe, der in einem Ryokan arbeitet und da die Swimmingpools sauber macht. Also so der typische Murakami-Zauber schwebt auf die Leser herunter. Und schon bei der ersten Geschichte habe ich gedacht, oh mein Gott, es ist so großartig. Der typische Murakami-Sound, dieses Feeling, diese Tonalität, dieses leicht mysteriöse, dieses, ich kann das gar nicht, ich könnte so tausende Worte dafür finden. Dieses typische Japanische, was sich so auf einen drauflegt und einen so umfasst irgendwie und einen so ganz ruhig macht. Und ich habe hier gesessen, habe die erste Geschichte gelesen, habe die zweite Geschichte gelesen, habe mir die passende Musik angemacht, die in den Geschichten erwähnt wird, und war einfach nur hin und weg. Also er hat so alle Register gezogen, die er kann. Für Murakami Hardcore-Fans ist es, glaube ich, ein richtig großartiges Buch, weil er ist ja ein sehr medienscheuer Mensch auch, und ich glaube, oder man ahnt als Leser, Leserin, dass er da einiges durchblitzen lässt, biografisch, aber auch wie immer kann man es kaum fassen, genauso wie man einige der mysteriösen Geschichten auch nie in ihrer Gänze erfassen kann. Aber so ist halt auch das Leben. Man kann nicht alles verstehen und nachvollziehen. Und dann möchte ich die Chance doch nutzen und auch noch ein Buch, das ich heute angefangen habe, heute 150 Seiten in einem Rutsch gelesen habe, und ich hätte gewünscht, ich hätte es beendet, dann hätte ich es heute lange besprochen. Ich werde es jetzt nur mal kurz zeigen. Aber ich kann jetzt schon nach 150 Seiten sagen, für mich, das ist eins der Bücher, das mir mal wieder zeigt, warum ich gerne lese, warum ich gerne neue Bücher entdecke, was für mich eine Sprache hat, die so großartig ist, dass ich mir jeden zweiten Satz anstreichen möchte, denke, oh Gott, warum kann diese Frau so gut schreiben? Wie kann die solche Bilder und Metaphern finden? Und das ist von Claudia Durastanti, Die Fremde. Erschienen bei Cholnay,
und wird Freitagabend offensichtlich im literarischen Quartett besprochen. Ich bin sehr gespannt, was die Kollegen draus machen werden. Also ich bin bisher... Mit dieser also Frau, die Genau, taubstumm ist. Ja, sie hat taubstumme Eltern. Die Eltern sind beide gehörlos. Ja. Und es ist eine Auswanderergeschichte, es ist eine Geschichte über Heimat, Zusammenhörigkeitsgefühl, eine Familie, über eine absolut verrückte Familie. Aber wie gesagt, die Handlung ist mir gerade sowas von egal, weil ich in jedem Satz einfach nur baden möchte und mir den anziehen möchte und in mir aufs Gesicht tätowieren will. Also ich bin so begeistert heute von diesem Buch und ich konnte es heute nicht aus der Hand legen. Ich werde auch, wenn wir hier fertig sind, gleich direkt weiterlesen. Ja. Wie gut, dass ich es schon zu Hause habe. Man muss es auch mal so klar und deutlich sagen, der Sollnay Verlag hat viele Perlen im Programm. Ja. Der ist ja in Österreich, in Wien. Aber nicht nur Perlen. Weiß ich nicht, kenne das nicht. Aber das Buch, das ich hier am Ende empfehlen möchte, ist auch in dem Verlag erschienen. Und es heißt, ist schon ein halbes Jahr oder wie lange ist es jetzt her, dass es raus ist, heißt Insomnia. Und so hieß ja auch eine Dancefloor-Nummer von Faithless, ihr werdet euch erinnern. Ich weiß nicht, wer von euch darauf abgetanzt hat in den 90ern. Und so hieß auch ein unterschätzter Mystery-Thriller von Christopher Nolan. Ja, mit Al Pacino in der Hauptrolle, kann ich nur empfehlen. Aber ich meine eben jetzt dieses Buch, und das hat mit den beiden anderen gar nichts zu tun. Es ist von Michael Marten übersetzt. Es ist von ihm überhaupt mal zusammengestellt worden, kompiliert worden, denn es sind 200 Aufzeichnungen von diesem Ivo Andrić, die er über fast 6 Jahrzehnte geschrieben hat. Man muss dazu sagen, Ivo Andrić lebt nicht mehr, der ist 1975 gestorben und ein Jahr später, 76, ist unter dem Titel Wegmarken, aber im bosnischen Original, ich weiß nicht, wie das da heißt, ist schon so eine Auswahl oder ist das Buch eigentlich schon erschienen. Er wollte es wohl selber nicht zeitlebens veröffentlichen, weil er ein ziemlich dem Vernehmen nach introvertierter Mensch war, der nicht sehr gerne über sich selber gesprochen hat, sondern lieber seine Literatur für sich hat sprechen lassen. Und in dem einen oder anderen Roman kommt das Thema, das hier im Titel schon angedeutet wird, die Schlaflosigkeit, auch bereits vor. Aber dieses Buch ist eben autobiografischerer Natur. Ja. Und ich habe das Buch auch deshalb ausgewählt. Erstens ist es ein fabelhaftes Buch, ich werde gleich sagen, warum, aber ich habe es auch deshalb ausgewählt, weil es einfach in unsere Zeit hineinpasst. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Schlaft ihr auch so schlecht? Oh, Annette, so, ja, ne, nicht so. Ja, ich bin immer am Wandeln vom Futter zum Boxspringen, dann die Kinder hinten rein und ich habe schon Jahre, nicht schon, vor Corona schon. Also hättet ihr jetzt gesagt, dass ihr durchschlaft, dann hätte ich euch sagen müssen, ihr seid schlechte Menschen. Mit Ivo Andrić. Der hat gesagt, nur schlechte Menschen schlafen durch. Da wisst ihr Bescheid. Mareike hat sich noch nicht geäußert. Gell, du schläfst auch schlecht. Ja. Aber in der Corona-Zeit haben ja diese ganzen Schlafstörungen bis hin zur Schlaflosigkeit enorm zugenommen. Und die krassen Träume, oder? Es gibt doch auch schon diese ganzen Artikel, dass wir alle so heftig träumen. Genau, Angstträume. Anscheinend 3-mal häufiger als noch vor Corona-Zeiten, hat eine Studie der Uni Duisburg herausgefunden. Also, hat mich interessiert. Ich habe da ein Geheimrezept. Ich nehme immer Valverde. Ich bin mit Baldrian und das funktioniert. Diese Sendung wurde Ihnen gesponsert von der Pharmaindustrie. Ja, wirklich. Also nur zu empfehlen. Ja, und Lektüre. Aber Schlafmittel, ob jetzt chemischer Natur oder halt pflanzlicher Natur, hat Ivo Andrić immer strikt abgelehnt. Denn er hat einerseits natürlich an dieser Schlaflosigkeit gelitten zeitlebens, andererseits aber auch die luziden Momente, die eintreten, wenn man irgendwo zwischen Schlaf und Wachzustand sich befindet, hat er auch eben genutzt zum Schreiben über die Dinge, die ihm da durch den Kopf gegangen sind. Und das ist nicht sehr schön, sage ich mal, thematisch gesehen, worüber er schreibt, aber der Form nach schon. Es ist wahnsinnig schön geschrieben, es ist sehr klar, tageshell fast, was ja erstaunlich ist, weil er es eben in der Nacht geschrieben hat.
Und es sind so Selbstmeditationen, es sind aber auch Alltagsbeobachtungen, vereinzelt Reiseeindrücke, die er aufgeschrieben hat. Der Untertitel lautet eben Nachtgedanken. Und wovon zeugen sie? Sie zeugen von Gewissensbissen, von Angstzuständen, von sehr ausgedehnten Sorgen und dann wiederum kurzen Momenten der Hoffnung. Es geht um unvollständige Erinnerung, wie er selber sagt, aber auch um unvollkommenes Vergessen. Ich fand das sehr schön, sehr poetisch. Teilweise ist es ein bisschen pessimistisch, was er da schreibt. Es sind schon düstere Melancholiker-Gedanken, aber wie gesagt, er findet dafür eine sehr klare Sprache und das hat mir unheimlich gut gefallen. Ich möchte vielleicht, er verarbeitet das auch noch, er verarbeitet darin auch so ein bisschen, er setzt sich eben mit Tod, mit Sterben, mit Vergänglichkeit auseinander. Er verarbeitet auch den Verlust seiner Frau. Von dem Tisch, an dem ich frühstücke, scheint mir nur die Hälfte zu existieren. Jene, die für mich eingedeckt ist. Auf der anderen Seite, wo sie sitzen sollte, beginnen der Abgrund und die Finsternis des Lebens ohne sie. Neben diesem Abgrund muss ich jetzt leben und alles mit ihm teilen. Es gibt aber auch Stellen, die Hoffnung machen. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, es ist ein bisschen lang, aber besorgt euch das Buch, falls ihr es nicht ohnehin schon habt und gelesen habt. Und da verrät er zum Beispiel sein Hausmittel gegen die Schlaflosigkeit. Manchmal mag er, wie gesagt, den Zustand, ja, weil es nämlich bedeutet, dass er da auch die Momente des Glücks auskosten kann, die paar, die er hat. Aber manchmal findet er es schrecklich und dann will er einschlafen und dann hat er ein Rezept und das steht auf Seite 37. So viel sage ich. Lest es einfach. Darf ich dazu noch ergänzen, die tolle Biografie, die Martens auch über Ivo Andrić bei Csolnay geschrieben hat. Untertitel Ein europäisches Leben. Also so eine interessante historische, literarische Figur. Ich meine, der Literaturnobelpreisträger aus Südosteuropa, also der ist da Nationalheiligtum. Ja. Und die Biografie von Martens ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, kann man dann direkt parallel. Hat sich sehr verdient gemacht um die Vermittlung eigentlich der Arbeit von Ivo Andrić. Und also wer den Autor nicht kennt oder wenig bis gar nichts von ihm gelesen hat, es ist nie zu spät. Und es ist auch nicht zu spät, alle anderen Bücher zu lesen, die wir heute empfohlen haben. Ich werde eine kleine Leseliste vorbereiten. Ich danke euch dreien fürs Mitmachen und ich danke allen, die zugehört und zugeschaut haben und hoffe, dass wir vielleicht nicht erst in einem Jahr zur dritten Runde zusammenfinden. In einem Jahr vielleicht live zusammenfinden. Ja, unbedingt. Das wäre ein Plan. Und danach einen richtig schönen Gin Tonic zusammen trinken gehen oder so. Leipzig 22. Ja. Schön. Ach, schön. Auf Wiedersehen. Danke. Danke. So, jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich ausschalte.